Hallo zusammen, hoffe es geht euch gut. Hier ist der Chris, Crown Cletus. Nicht mehr so der Gamer, aber gang noch ein bisschen am Zocken. Ich weiss nicht, wie viel das ihr noch spielt. Viel Zeit ist vergangen. Ein paar von euch habe ich zwischendurch per WhatsApp-Fotos gesehen. Jeder seid älter und grösser geworden. Wir alle dürfen älter werden. Im besten Fall auch ein bisschen erfahrener, ein bisschen weiser, unsere Erfahrungen machen und wünschen euch auf diesem Weg schon alles Gute. Der Grund, wieso dass ich mich wieder mal melde, ist definitiv ein kleines Update. Viel ist passiert in meinem Leben, viel Interessantes, viel Herausforderndes. PlayStation 5 habe ich gekauft beim Release, habe ich Glück gehabt, ein Zeitchen Freude gehabt, dann wieder verkauft. Mittlerweile spiele ich noch ein bisschen auf dem Switch, vor allem mit den Kindern. Das Metroid Dread, momentan ein bisschen solo, finde ich sehr interessant, habe ich schon immer gerne die Serie. Und sonst habe ich nur den PC. Dort genieße ich den Game Pass sehr. Das Forza Horizon 5 natürlich im Moment. Halo Infinite Multiplayer, der jetzt erst gerade rausgekommen ist. Aber das sind nur ein paar wenige Stunden pro Woche. Und der Rest der Zeit bin ich nicht vor dem Bildschirm. Bin ich vielleicht sogar ein bisschen mehr draussen. Ein bisschen am Chillen. Natürlich auch noch am Arbeiten. Und das Thema Familie möchte ich kurz anschneiden. Die Ex-Frau ist letztes Jahr im August mit den 2 Kindern auf Österreich, in ihre Heimat zurückgezogen. Gibt es, dass Beziehungen irgendwann nicht mehr verheben und anstatt einfach weiterzumachen und dadurch eigentlich alle zusammen ins Elend zu reissen, kann es sinnvoll sein, wenn auch unglaublich herausfordernd und sehr, sehr emotional, dass man sich trennt. Und so bin ich jetzt einmal im Monat in Österreich, einmal im Monat sind sie hier, können ein bisschen Ferien miteinander verbringen. Es war am Anfang ultra hart. Wir Menschen sind ja stark drin, uns Zukunftsszenarien auszudenken, die dann halt eben nicht mehr werden sein. Und mit dem habe ich fest zu kämpfen gehabt, muss ich ehrlich sein. Es waren herausfordernde Wochen und Monate. Alles neu, alles anders. Vieles hat noch nicht so gut funktioniert, viel Widerstand. Und gleich mit der Zeit und einer positiven Einstellung kann alles wieder gut werden. Vielleicht sogar besser, als es vorher war. Ganz klar anders. Und im allerbesten Fall, wenn ich dann zurückschaue, kann ich sogar dankbar sein für diese Erfahrungen, weil es mir sehr viel über das Leben hat gelernt, über mich selber, über mein Umfeld, meine Mitmenschen. Und heute stehe ich an einem Punkt, wo ich glücklicher nicht sein könnte. Es ist mir gegebenenfalls noch nie so gut gegangen in meinem Leben. Und wer hat es gedacht, dieses Jahr im März habe ich mir Tinder mal heruntergeladen. Weil es ist dann auch darum gegangen, vielleicht ein bisschen aus dieser Trauerzone rauszukommen und gegebenenfalls etwas Neues kennenzulernen. Ich bin ohne Erwartungen dort rein. Man liest ja ganz viel über Tinder, gerade auch, dass man als Mann zum Teil fast keine Chance hat, was auch immer das mal heissen. Weil es ganz viele Männer gibt auf dieser Plattform und nicht ganz so viele Frauen. Aber tatsächlich, nach nicht allzu langer Zeit, habe ich dann eine Frau kennenlernen.
besser dürfen kennenlernen. Und für uns beide war das so stimmig, dass wir schon nach kurzer Zeit ein Paar wurden. Sie hat selber auch einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung. Und weil es so stimmig war, haben wir uns sogar entschieden, noch einmal älter zu werden. Das heisst, Ende Januar darf ich noch einmal Papi werden. Und so haben wir dann, wenn es hochkommt, haben wir 4 Kinder um uns. Zum Teil haben wir dann 3 Kinder um uns. Oder 2 Kinder. Oder mal nur 1. Zum Teil werden wir auch allein sein. Also ganz ein interessantes Szenario. Sicher anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber der Wechsel kann etwas Interessantes sein. Durchaus auch etwas Herausforderndes und wird sich zeigen, wie das dann laufen wird. Aber dank einer tollen Kommunikation und einer Verbindung, die auf ganz vielen Levels stattfinden darf, sind wir beide voller Zuversicht, dass wir das mit Bravour werden meistern. Unsere Kinder freuen sich auch schon auf den Nachwuchs, auf das Halbgeschwisterte. Und so wird das dann eine richtig klassische Patchwork-Familie werden. Mal schauen. Wie gesagt, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns wirklich sehr. Ja, im Job ist es auch ein bisschen weitergegangen. Ich durfte ein grösseres Team übernehmen, was auch wiederum interessante Herausforderungen mit sich bringt. Ich bin mittlerweile mehr so ein bisschen im Coaching-Bereich tätig, darf ich sagen. Sicher auch noch auf der technischen Seite, weil es ja eine Informatikbude ist, wo ich arbeite. Ja, und auch im Freundeskreis, im Umfeld hat sich einiges dürfen bewegen. Vor allem durch die interessante Corona-Situation, die, glaube ich, für die ganze Menschheit eine ganz grosse Herausforderung ist, wo Freundschaften, Verbindungen trennt, Keilen hineintreibt, Gräben hat geschaffen, wo man Leute von einer ganz anderen Perspektive plötzlich kennenlernen darf, wo es eigentlich fast nur noch schwarz oder weiß gibt. Entweder du bist geimpft oder nicht geimpft. Es zwischendrin, eine vermittelnde, eine neutrale Position gibt es fast nicht mehr. Und es ist ein Chaos am Zuspitzen. Ich habe es schon oft erwähnt, es ist herausfordernd, aber ich finde es auch sehr interessant. Und versuchen, beide Seiten anzuschauen, beide Seiten zu verstehen, weil ich gehe immer davon aus, dass die Realität vom Gegenüber absolut auch seine Gültigkeit hat. Ich versuche auch zu verstehen, was das Gegenüber, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin bewegt. Das ist für mich sehr interessant. Und sehr oft kommt man dann zum Schluss, dass beide oder alle Gesprächsteilnehmer, Teilnehmerinnen teilweise recht haben. Kennt ihr vielleicht auch. Die verschiedenen Realitäten, wir schaffen ja unsere Realität selber. Und ja, das wird auch der Grund sein, wieso dass ich auf diesem Kanal vermutlich bis Ende Woche noch ein Video hochladen werde, wo ich Stellung nehmen möchte, wo ich aufrufen möchte. Weil die Abstimmung, die in 1,5 Wochen wird sein, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen mittlerweile eben in diesen 2 Lagern verharren und sich gar nicht anhören oder sich gar nicht bewusst sein, was die Abstimmung nachher bewirken könnte. Und vielleicht kann ich auch keinen blassen. Ich kann nur das erzählen, was in meiner Realität Gültigkeit hat, was in meiner Realität existiert. Und das als kleine Vorwarnung, ich will hier niemanden reinziehen. Ich möchte im besten Fall auch niemandem ans Bein beiseln, weil deine Realität ist genauso in Ordnung wie meine, solange wir niemandem schaden. Und da sind wir schon in einem Begriff, der natürlich zum Teil schwierig zu definieren ist.
Trotzdem finde ich, dass wir alle ein Recht haben, unsere Meinung zu äußern. Es gibt auch natürlich wie immer gewisse Extreme, wo man nicht unbedingt jetzt als sozial und demokratisch anschauen kann. Aber mehr zu dem im nächsten Video. Ich bin nicht unbedingt ein politischer Mensch. Ich habe immer das Gefühl, das können andere besser. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jetzt besser kann. Aber ich habe den Eindruck, dass man sich eine Stimme kann erlauben, eine Aussage darf machen. Und im besten Fall bekommt man auch Feedback. Das ist zum Teil sehr harsch, sehr scharf, sehr negativ. Es gibt zum Teil auch positives Feedback. Der eine oder andere hat vielleicht auch mein Handynummer und sieht zum Teil auch einen Status, den ich poste. Schön wäre, wenn wir gemeinsam und friedlich in die Zukunft schreiten könnten, egal auf welcher Seite das man jetzt steht, von diesen zum Teil leider verhärteten Fronten. Darum hoffe ich, wie anfänglich gesagt, dass es euch gut geht, dass ihr trotz diesen Herausforderungen das Leben am Geniessen seid, dass ihr im besten Fall dankbar seid für das, was ihr habt. Es gibt ja immer viele Sachen, wo man darüber schimpfen kann, darüber hässig sein kann. Und wenn man es schafft, zwischendurch ein bisschen oben runterzukommen, ein bisschen innezuhalten,